Zukunft als von denen großen Wörter, die am Wahlkampf, an diesem Wahlkampf überall zu lesen und zu hören sind. Und wenn ihnen gesagt, dass was zu Arbeit Erschöpfling da geschieht, dann ist das etwas, was sicherlich die Zukunft von unserer Stadt massiv betreffen wird. Und die Frage, die wir stellen, als die, dass man so ein Zukunft könnt, die können egal wie froh ist wie eng Zukunft, aber wie die Zukunft will mit Inhalten abfüllen. Und du stellen mehr fest, dass an den letzten Jahren heute zuerst am Anfang das geschieht, was hat solle verhindert gehen, nämlich dass Asche auf zwei verschiedene Vitessen lieft, op zwei verschiedene Vitessen sich expandiert, dass der soziale Gruf zu mi groß ginners am Platz, dass der mi klein ginners. Am auf der einen Seite mit Belval, wo ein neue Quartier entsteht, wo ein enorme wirtschaftlichen Abschwung ist, wo Arbeitsplätze entstehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir eine soziale Situation zu die sich an den letzten 6 Jahren aggraviert hat, wesentlich aggraviert hat. Wir haben doppelt von der Moyenne vom Chômage vom Land, eine Jugendchômage von 25%. Die neue Chômage sind ja heute bekannt gehen. Das kann ich davon ausgehen, dass dann auch zuerst noch weiter gewusst ist, auch mit den Fermetüren von anderen Unternehmen, wie von Bauunternehmen, wie zum Beispiel Sokimo, wo wahrscheinlich auch einen ganz großen Teil Escher davon betroffen sind. Wir wollen partizipative Budget erfeiern, das heißt die Möglichkeit von der Vorschläge und Ideen von den Leuten können an den Budgetsprozess mit abfließen, dass den das enkadrieren muss, dass den die Leute die Möglichkeit muss geben, hier uleisen an hier politische Prioritäten auch ernst zu formulieren, wie das am Moment an der Form von der klassischer institutioneller Demokratie der Fall ist. A Punkto Transparenz mengen wir das wichtig, dass der den Schachter zu summen mit den Leuten, aber auch zu summen mit den Akteuren von der Zivilgesellschaft, ein Schachter entwickelt wird von den Bürgerrechten. Das heißt, dass ganz klar ist, was öffentliche Dokumente sind, die für jeden ansehbar müssen sein. Das ist für uns eine ganz große Priorität, gerade so wie auch die Idee, dass wir eine Ombudsperson auf kommunalem Niveau affeieren, das heißt, dass mit Erfahrung gemäht haben, dass die Doléances von den Leuten oft berechtigt sind, aber dass es an der Gemeinde keine zentrale Anlaufstelle gibt, wo die Leute mit den Doléances hingehen und dass die Ombudsperson ähnlich wie am nationalen Niveau auch alle Jahre einen detaillierten Rapport möchte, mit Proposen, wie auch die Verwaltung verbessern kann, was an der Verwaltung nicht gut funktioniert, und dass der Rapport natürlich auch ähnlich wie an der Chambre diskutiert wird, und dann natürlich auch Pisten davon umgesetzt gehen. Demokratie ist aber auch just möglich, wenn man weiß, was der Kader ist von den Gemengefinanzen. Und da haben wir in den letzten Jahren ganz stark kritisiert, dass es zu einer Umverteilung kommt von innen und oben. Das heißt, dass die Gewerbesteuer auf den großen Betrieben, dass die weiter aufgesetzt gehen ist, zuerst. Und im Gegenzug sind Taxen an die Lut gesagt gehen. Taxen, die jeder Bürger unabhängig von seiner sozialen Situation bezahlen muss. Punkto Gemengefinanzen sind wir natürlich dafür, dass die Gewerbesteuer an die Lut gesagt wird, ob den To wie in 2005 war. An was Taxen geht, haben wir zum Beispiel den Propos vom gestaffelten Wasserpreis, die sowohl die soziale Besoin von jedem ob das Grundrecht Wasser assuriert, an dem ihr seht, 50 Liter pro Cup sind gratis, ein Zweitranche von 50 bis 150 Liter als den aktuellen Preis, an was über 150 Liter ist, also was über durchschnittliche Verbraucher ist. Man dürfen sollen die das dann verbrauchen, auch anständig dafür bezahlen. Und dann letzter Punkt, jeder tut und den Tun weitergehen, als Schulen, wo wir auch Propose machen, das ist das, was der Contenu von der Schulorganisation am Anfang selber angeht, wo man in den letzten Jahren ganz stark kritisiert hat, dass, obwohl mehr Lehrpersonal zur Verfügung gekriegt wird, bestimmte Förderklassen, bestimmte Förderkuren, Cours d'Appui am Anfang ausbluten gelost sind, an das Lehrpersonal nicht da angesagt ist, wo es am Anfang am niedrigsten gebraucht ist. Wir stehen für Quartierschulen, Quartierschulen ist etwas anderes, wie das, was am Ende an der Hiel abgebaut ist, und natürlich für Ganztagsschulen mit einer Ganztagsbetreuung von den Kindern. Die Situation
ist dramatisch Wohnungsmarkt. Also ich sehe das doch, dass am von den Gegendeel seht, aber froh ist, wo den Hebel muss zugesagt gehen, da gibt es eine Reihe gesetzlicher Maßnahmen, die geschafft sind nach einer terroristischen Regierung, die mehr Demos kritisiert haben, gesagt, das ist nicht durchgegangen. Aber es sind aber Möglichkeiten da. Und da liegt der Ball an den Händen von den Gemengen. Und mehr so ein Objektiv muss es sein, dass zuerst, wie auch an den anderen Gemengen, 10% vom Wohnraum Sozialwohnungen sind. Für uns sind Sozialwohnungen nicht Wohnungen für Sozialfälle. Ja? Aber das sind Wohnungen für Familien mit kleinem und mittleren Einkommens, die mit den Preisen im Wohnungsmarkt, wie sie bestehen, gar nicht mehr können daran denken, für sich eine eigene Wohnung zu schaffen, respektive die eventuell Lesungen sichern wie Mietkauf oder für zu Sänger zu kommen, aber für allem fehlt es natürlich lokativen Plan, für das Leute können ordentlich logiert gehen. Den zweiten Punkt, den für uns wichtig ist, das sind Kapitel in Urbanismus, Energie, Stadtentwicklung. Wir machen hier eine Reihe von Propositionen, dass am Anfang Stadtentwicklung nicht nur gesehen gehen als eine rein urbanistische Sache. Aber das sind die verschiedenen Aspekte vom gesellschaftlichen Leben. Da muss man da beziehen, die kulturellen Aspekte, die sozialen Aspekte will verstanden, die ökologischen Aspekte, und dass das am Anfang geholt den Terrain als wo Demokratie muss spielen. Das heißt, von Bürger können darüber diskutieren, und noch helfen darüber entscheiden, wo der Weg hingeht an der Entwicklung von einer Stadt, am Sinn von einer durabler Entwicklung, am Sinn auch von dem, was sie sich wünschen, was sie dreben sind. Esch, Stohl an Universitätsstadt, Universität an Stohlstadt. Wir sind der Meinung, dass die zwei Sachen dazu gehören, dass sie in Arbeitsplätzen muss am Staatssektor retten, und dass sie auch muss die nötigen Investitionen machen, für dass die Leute ihr Arbeit behalten. Es geht nicht nur darum, dass die Leute, die Belegschaften, die da sind, ihr Arbeit behalten. Es geht auch darum, dass die Lützebüsche Ökonomie langfristig aufgesichert ist. Weil wir können sich vorstellen, dass ein Arbeitsmarkt zu Lützebüsch besteht, die just aus Funktionären und aus Banken besteht. Aber wenn eine Krise an den Banken ist, das ist ja nicht, was ich nur von tun. Die Krise an den Banken, dass die kann kommen, das ist ein ganz klar. Da sind wir an der Situation, wie wir 1972 an der Stahlkrise waren, wo wir hauptsächlich Stahlindustrie hatten als Ökonomie, an den monolithischen Charakter, der Bankenplatz versus Industrie, den ist immer schlecht. Und wir mengen also, dass es wirklich ein Anliegen ist für die Stahlindustrie dort zu haben. Und wir wissen auch, dass andere ganz genau das Gegenteil so, ne? Dass sie sich wünschen, lieber halt wie mehr, dass Schmelzen sollen zumachen, für das da urbanistische Entwicklungen möglich gehen, von denen sie drehen.